Jeden Sonntag starten wir miteinander mit Zeit vom Worship, mit einer Zeit, wo wir gemeinsam Gott die Lieder zusingen. Und bei mir persönlich ist das so, dass es unterschiedliche Phasen gibt, wo mir das leichter fällt oder weniger. Vielleicht geht es dir auch so. Besonders leicht fällt es mir in dem Moment, wo mein Glaube unerschütterlich stark ist. Das hat es schon oft gegeben. Gibt es immer wieder. Ich bin dankbar dafür. Es ist oft in dem Moment vom Leben, wo ich Gott nahe bei mir spüre. Das können sein momentane Ereignisse, die ich ihn erlebe. Das kann unterschiedlich sein, auf einer Gefühlsebene. Das kann sein, weil er Gebet von mir beantwortet, weil ich sehe, wenn er etwas bewegt. Sehr oft auch dann, wenn ich ihn sehe, wenn er etwas macht im Leben von anderen. Das bewegt mich. Das weckt Glauben in mir. Das löst etwas aus und sind die Momente, wo ich unerschütterlich fest glauben und mir auch singen und Gott anbeten enorm leicht fällt. Da übersprudelt das Herz von dem, was in einem ist, von diesen Emotionen. Dann kann ich am Abend im Bett liegen und felsenfeste Überzeugung herrscht in mir, der Gott ist real, der ist da, ich fühle mich innigst mit ihm verbunden. Nichts kann dann meinen Glauben in Frage stellen. Und jedem erzähle ich davon. Es fällt mir leicht. Jetzt ehrlich gesagt, das habe ich schon angetönt, gibt es auch andere Momente. Da gehen wir so Songs wie der, den wir jetzt gerade zusammen gesungen haben, nicht so leicht über die Lippen. Es sind Momente, wo mich Fragen umtreiben. Fragen, die vielleicht fragend anfangen, aber dann auch wie in Zweifel übergehen. Zweifel darüber, ob der Gott überhaupt existiert. Zweifel an der Güte von dem Gott. Und ehrlich gesagt haben auch diese Momente meistens mit Erfahrungen zu tun oder mit Nicht-Erfahrungen. Sie sind ausgelöst durch sogenannte Krisenmomente im Leben, wo vermutlich viele von uns, wenn nicht alle, auch schon erlebt haben. Das ist dann, wenn das Leben ungewollte Wendung nimmt. Wenn das, was man über Gott weiß und gelernt hat, nicht mit dem übereinstimmt, was sich im Leben zeigt. Man könnte sagen, wenn das Gebet nicht einfach funktioniert, oder? Es wäre ja so schön und so einfach. Und die Momente verstärken sich bei mir, die Momente von der Unsicherheit, vom Zweifel, dann, wenn man dann denkt, noch, könnte es sein, dass ich jahrelang, ja fast lebenslang alles auf die falsche Karte gesetzt habe. Dem Gott hinein gehasst bin und am Schluss ist es doch nichts gewesen. So ein Moment können eben durch eine Nicht-Erfahrung von Gott entstehen. Sie können aber auch ausgelöst sein durch das, was im Leben von lieben Menschen von mir passiert. Zum Beispiel, wenn die plötzlich einen anderen Weg einschlagen. Wir Menschen sind Beziehungswesen und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass jemand, der dir wichtig ist, sich plötzlich von Gott abwendet. Das kann sein ein Wegbegleiter, das kann sein ein Partner, das kann sein ein Vorbild im Glauben. Das löst etwas aus. Das weckt eine Krise, das stellt einem Fragen. Es können aber auch Momente sein, die ausgelöst sind, ganz intellektuell, in einer Auseinandersetzung, vielleicht mit einer ehrlichen Auseinandersetzung mit der Bibel, wo du sagst, jetzt habe ich Bibel 3,65 jeden Tag mal gelesen und die Texte, die lösen einfach nur Fragen aus. Bis hin zu, dass du sie schwierig findest. Nicht wirklich einordnbar. Was will der Gott genau und wer ist er genau und wieso ist der so gewalttätig und was ist mit dem los? Ich kenne beides. Unerschütterlicher Glaube und Moment vom Zweifel. Oder man könnte sagen, wer es glaubt, wird selig. So ein bisschen zynisch ausgedrückt. Und ehrlich gesagt, oft bewegen wir ja uns auch irgendwo zwischendrin. Ich denke, dir geht es auch so, wenn du in den Gottesdienst kommst. Und genau das möchte ich jetzt ein bisschen abholen. Und ich habe gedacht, ich möchte euch gerne aktivieren zum Anfang von dieser neuen Serie, wer es glaubt, wird selig, und dir die Frage stellen. Und wenn du jetzt magst, darfst du dein Handy nehmen und den eingeblendeten QR-Code scannen. Und du kannst dort auf einer Skala von wer es glaubt, wird selig bis hin zu unerschütterlicher Glaube mal so dein Rating abgeben, anonym, wo du gerade so stehst. Und wir werden mal schauen, was da vorne zusammenkommt. Und ich bin gespannt. Wir geben hier einen kurzen Moment Zeit, um das einzublenden. Ihr die Heim dürfen natürlich auch mitmachen, um das zu kennen. Und nachher werden wir dann über switchen und die ersten Resultate sehen, während dann sicher noch weitere werden drin hineinploppen. Und bei solchen Sachen ist natürlich immer eine gewisse Gefahr. Funktioniert das, was ich auch will? Und drückt sich das aus? Und
Genau, wir sehen jetzt hier, wie sich das bewegt. Noch eine kleine Erklärung, die grosse Zahl unten dran ist immer der Durchschnitt von unseren allen Wertungen, die ihr jetzt hier seht, eingehen. Hey, ja, und es ist wirklich, ich würde sagen, es pegelt sich dort, wo ich das gedacht habe. Wir sind ja da schliesslich in der Kirche. Wir treffen uns hier am Sonntagmorgen und wir sehen, dass da sich das so ein bisschen im oberen Mittelfeld bis hin zu, ich sage, an der Grenze zum oberen Viertel einpendelt. Ein guter 3/4, wo wir da stehen. Und ich glaube, das ist schön. Weil, ja, genau, wir haben einen Glauben, wir sind mit Gott unterwegs, darum sind wir da. Gleichzeitig zeigt es auch etwas. Wir sitzen da rein und sind an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben. Da gibt es Menschen, die jetzt auch ein mittleres Rating abgegeben haben. Die stehen irgendwie in between. Sogar bis weiter unten sehe ich es dort leicht steigen. Das braucht richtig viel Mut, um dort reinzudrücken in der Kirche. In einem anderen Setup ist das vielleicht ein bisschen anders. Und ich glaube, das wahrzunehmen, finde ich schon mal wichtig. Wir alle haben unsere Geschichte, die wir mitbringen, und wir stehen an unterschiedlichen Orten. Und die Menschen, die da jetzt eine Szene gedruckt haben, haben wir Freude uns mit euch. Halleluja, das ist grossartig. Wenn du das erlebst, spürst und da stehst und sagst, ich bin bereit, den Gott, den erlebe ich so stark im Moment. Wenn du aber gerade die Person bist, die das anders angewählt hat, dann wollen wir dir auch sagen, du bist herzlich willkommen da. Wir nehmen dich wahr. Wir können auch damit umgehen, dass das eine Spannung sich auftut. Ja, ich glaube, es hat gestoppt da mit den Einblenden. Wir belohnen es mal bei dem. Danke vielmals fürs Mitmachen. Falls du jetzt eher zu denen gehört hast, die so ein bisschen den Schnitt abgedruckt haben, oder? In der Klasse hat es die an mich gegeben. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Du bist in bester Gemeinschaft. Und es passt eigentlich auch in den Ort, wo wir im Kirchenjahr aktuell stehen. Wir sind ja eine Woche nach Ostern da. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass dort Menschen, gerade auch die ersten Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus, durchaus auch mit Fragen zu kämpfen hatten. Und wenn man so sagen könnte, ist wahrscheinlich die erste Woche nach den Ostern die schwierigste für sie. Es war die Woche, wo Jesus gestorben ist am Wochenende und gemäss ein paar Berichten verstanden, aber für nicht alle ist das so klar gewesen. Und ich muss da nur einen Namen erwähnen, der Thomas, der Zweifler. Ich nehme an, der hat dort 8 schlaflose Nächte gehabt, bis er dem Jesus wieder begegnet ist. Der hat sich gemartert. Der hat sich gefragt, habe ich alles auf die Falschkarte gesetzt? Oder die 2 Männer, wo es berichtet wird in dieser Geschichte von den Emmaus-Jüngern, auch Nachfolger von Jesus, wo nach dem Ereignis an Ostern enttäuscht, desillusioniert, sich auf den Heimweg gemacht haben. Heim nach Emmaus. Weil all das, was sie gemeint haben, sei wahr, sich an einem Moment in Luft aufgelöst hat. Es bleibt aber nicht nur bei diesen wenigen, sondern im Matthäus-Evangelium ist mir ein Satz neu ins Auge gestochen, den ich immer ausblendet habe bis jetzt. Und zwar in dieser Passage, wo dann Jesus den berühmten Missionsbefehl gibt. Den kennen wir alle, oder? Wo er das letzte Mal den Jüngern begegnet und sie aussendet, heisst es vorher noch etwas anderes. Matthäus 28, ab Vers 16 steht, dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Aber einige zweifelten immer noch. Also in dem Moment von der Aussendung ist die Gruppe auch gespalten gewesen. Und ich finde, es ist ein riesiger Kontrast. Die einen haben ihn angebetet. Die sind all in gewesen. Die haben gesagt, du bist der Gott, du bist der Wahrhaftige. Du bist auferstanden, das beweist gerade alles. Aber einige zweifelten immer noch. Und die sind auch die gewesen. Und die haben den Auftrag auch bekommen. Und die sind auch mit dir genommen worden. Und ich finde das eine ermutigende Aussage für dich, wenn du im Moment auf der Skala eher ein bisschen gegen oben tendierst. Mit dieser Serie möchten wir Raum geben, um uns mit Fragen und Zweifeln auseinanderzusetzen, wenn die mal aufkommen im Leben, vom Unterwegssein, im Glauben. Dort, wo es schwierig wird, dort, wo wir nicht mehr klarkommen, vielleicht auch mit dieser Frage, wieso gibt es Leid auf dieser Welt, wenn der Gott gut ist? Und ehrlich gesagt, in den letzten Jahren, denke ich, es intensiviert sich auch wieder etwas. Wir möchten in dieser Serie, ich glaube, Antworten geben ist oft auch schwer in diesem Moment. Aber wir möchten Gedankenanstöße geben, wie man gut umgehen kann in so Situationen, wo man herausgefordert ist mit diesen Fragen. Wir möchten nicht beschönigen, aber wir möchten einordnen und konstruktive Wege zeigen, wie man trotzdem unterwegs sein kann. Hingerichtet auf den Jesus. Und unser Gebet ist, und mein Gebet heute Morgen ist, dass wir starten in ein paar Wochen, wo wir auch reifen können und an Widerstandskraft zunehmen, gerade auch für schwierige Zeiten. Resilienz ist so ein Trendwort, oder? Von der aktuellen Zeit.
Etwas ist spannend, wenn man die Entwicklung des Menschen anschaut, entwicklungspsychologisch, aber auch aus dem dann in der Glaubensentwicklung. Sich weiterentwickeln hat immer mit Herausforderungen zu tun. Die Entwicklungspsychologie nennt das Krisen. Habe ich schon im Studium lernen. Ein alter Klassiker, der Erik Erikson, der hat die sogenannte Stufenlehre von der Entwicklung des Menschen. Und jeder Schritt, den der Mensch macht, vom Baby an aufwärts, führt immer durch eine Krise. Und viele von diesen Modellen, die versuchen, auch den Glauben und seine Entwicklung im Leben von einem Menschen darzustellen, drücken das auch aus. Fortschritt und Wachstum geht oft durch Krisen durch. Durch Momente, wo nicht mehr alles zusammenpasst. Durch Momente von der Infragestellung. Durch Momente vom eben Zweifel. Von diesen Momenten, wo man nicht mehr so klar ist, was ist jetzt genau richtig und was falsch. Zweifel, das Wort hat ja das Zwei drin. Das kommt auch, da steckt der Zwiespalt dahinter und der Moment von der Entscheidung, in welche Richtung geht es jetzt. Und das brauchen wir, um uns weiterentwickeln. Krise bedeutet, dass eine entscheidende Verzweigung in unterschiedliche Richtungen bevorsteht. Und die Frage ist in dem Moment, ja, können wir mit dem, was wir jetzt vielleicht anders wahrnehmen, anders erleben, umgehen, können wir das integrieren, wir nennen das auch assimilieren, oder führt es zu einer Stagnation bis hin zu einem Abbruch von etwas? Ich sehe eine Gefahr, dass wir aus Angst, dass wir den Glauben verlieren könnten, jegliche Fragen, Zweifel und Herausforderungen, die wir haben auf dem Weg, versuchen so schnell wie möglich zu beseitigen. Weil es könnte ja gefährlich sein. Ja, natürlich, es liegt immer eine potenzielle Gefahr, wenn man an so eine Krise herankommt. Wenn man jetzt gerade auf den Glauben redet. Aber dort drin steckt auch das Potenzial für Wachstum. Es ist eine Chance fürs Wachstum bis hin zu möglicherweise eine Notwendigkeit für eine neue Erkenntnis von der Größe und Fülle von Gott. Wachstum zu einem tieferen und widerstandsfähigeren Glauben. Und darum enorm wichtig, wenn wir jetzt zusammen auch in das Thema gehen, im Miteinander. Fragen sind nicht nur erlaubt, sie sind auch wirklich wichtig. Und wenn wir miteinander unterwegs sind als eine Gemeinschaft, lass uns doch eine fragende Gemeinschaft sein, die auch aushaltet, dass Fragen da sind. Ich weiss nicht, wie es dir geht, gerade wenn du deine Fragen teilst und du merkst, dein Kollege oder deine Partnerin oder die dich daran wendest, die weiss alles, das demotiviert mich recht. Wenn die Antwort immer gerade da ist, es lässt mich schlechter fühlen. Und ich glaube, auch im Miteinander ist der Ruf von uns, dass wir, wenn jemand mit Fragen kommt, vielleicht nicht gerade immer versuchen, die Antwort darüber jetzt zu schmieren und zu sagen, hey, ist alles in Ordnung? Du musst nicht denken, ich habe schon für dich gedacht, ist im Fall alles okay. Du kannst ruhig bleiben. Sondern dass wir es vielleicht einmal aushalten und sagen, ja, was steckt echt in dieser Frage für ein Potenzial? Ein Potenzial, um etwas Neues zu erkennen, zum Weiterkommen. Und natürlich auch für dich selber, wenn du dort dran stehst, ist das so eine Ermutigung. Fragen sind erlaubt. Die Bibel zeigt uns das immer wieder, wie notwendig das ist. Und gerade in der Weisheitsliteratur, wo wir jetzt werden in dem Teil 1 miteinander auch reintauchen, kommt es immer wieder schön zum Zug. Ein Beispiel ist der David, der in mehreren Psalmen ganz ehrlich mit Gott ringt und seine Fragen einfach einmal stellt. Ich möchte euch eine Passage lesen. Psalm 13. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Der David stellt Fragen, weil das, was er von Gott gelernt hat und so, wie sein Verständnis ist von Gott, im Moment nicht so ist, wie er es erlebt. Gott sollte doch nach sein, gegenwärtig. Ich bin der ich bin, aber wieso bist du verborgen? Gott sollte doch da sein und die Sorge einem wegnehmen. Wieso sind sie trotzdem auf mir und lasten da? Er ist sehr ehrlich und direkt und stellt die Frage Gott. Fragen sind wichtig und sie sind richtig und wir dürfen sie Gott bringen und noch viel mehr können wir das an einem schönen Bild aus der Weisheitsliteratur sehen, von einem Leben, wo wir miteinander ein bisschen vertieft werden eintauchen, und zwar von dem Mann namens Hiob. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und es ist ein herausforderndes Bild, weil er hat ein herausforderndes Leben gehabt. Der Hiob, ein recht schaffener und gottesfürchtiger Mann, der in seinem Leben absolut Schreckliches erfährt. Ja, Gott lässt den Widersacher persönlich, so berichtet so die Schrift, an ihm gewähren. Es ist nicht so, dass Satan das wählen konnte, frei, sondern er musste Gott fragen und Gott hat gesagt, du kannst am Hiob Hand anlegen. Und der Hiob verliert dabei fast alles, was er hat.
Sein Leben verliert er nicht und seine Frau verliert er nicht. Das Buch berichtet uns dann dramatisch in einem Schauspiel über 42 Kapitel, wie der Hiob mit Gott ringt. Und wie das so dazugehört, bei einem Leben sind da auch Beziehungen involviert und Menschen kommen ihm an die Seite, Freunde, Begleiter, die wollen ihm helfen, die wollen ihm zur Seite stehen, die wollen ihm erklären, wer Gott ist, die wollen ihm Antworten geben für seine Fragen. Aber ich mache die Geschichte hier kurz und sage euch, alles ist nicht sehr hilfreich, weil wir kennen ja das Sprichwort, gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut gemacht. Der Hiob erlebt eine enorme Krise. Da gibt es nichts zu beschönigen. Sein Bild von Gott und wie er an ihm handeln soll, an einem rechtschaffenen und aufrichtigen, treuen Mann, wird erschüttert in den Grundfesten. Und wenn man das alles so liest, dann hat man einfach gerade in den ersten Kapiteln ein totales Verständnis, dass der Hiob absolut in Depression geht. In eine tiefe Sinnkrise. Ja, dorthin, dass er sagt, am liebsten, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Wo kann ich aus dem raus? Man würde es auch verstehen, wenn er Gott in dem Moment Stante PD, wie man so schön sagt, den Rücken würde zukehren. Sagen, mit dir habe ich abgeschlossen. Aber in dieser Geschichte entfaltet sich auch Aspekte, die uns helfen können, dann, wenn unser Glaube an Grenzen stößt. Dann, wenn unsere Beziehung zu Gott auf die Probe gestellt ist. Dann, wenn Fragen unser Unterwegssein prägen. Und das möchte ich mit euch anschauen. Also verschiedene Haltungen an Beispielen, die die Geschichte uns gibt. Und ich nehme euch gerne mit, gerade in die erste. Und die hat viel mit dem Psalm schon zu tun, den wir beim David gesehen haben. Das ist die Haltung vom Hiob. Ich will hin zu Gott. Der Hiob, das fällt auf von Anfang an, der wendet sich direkt an Gott in seiner Situation. Er spürt, dass nur Gott ihm helfen kann in diesen Fragen, die ihn plagen. Es scheint auch, als wüsste er, dass eben Gott hinter all dem steckt. Jetzt, da müssen wir ja sehen, wir lesen als Leser die Geschichte. Hiob weiss so von dem Schauspiel am Anfang nichts, wo Gott dem Satan das gewährt. Aber er scheint das zu spüren, dass am Ende Gott über allem steht und Gott der ist, der verantwortlich ist. Und eins macht das Buch klar, dass der Hiob getroffen wird, ist nicht ein Zufall. Ist nicht einfach Schicksal, sondern Gott lässt das zu. Und darum wendet sich der Hiob genau an Gott. Jetzt, er hätte die Alternative gehabt, das sehen wir auch. Die eine ist eben die, das alles mit sich selber auszumachen. Sich auch vielleicht in dieser Emotion, die man dann erlebt, sofort irgendwie das zurückzuziehen. Potenzielle Gefahr in dieser sehe ich, dass man von der Emotion sich leiten lässt. Dass man dann auch etwas überstürzt. Eben in seinem Fall, vielleicht auch in seiner tiefen Depression. Eine Fluchtaktion ergreift, eine Kurzschlussreaktion vollzieht. Das wäre so ein alternativer Weg und stellt sich an Gott zu wenden. Der andere ist der, wo ihm auf dem Tablett serviert worden ist, nämlich auf den Rat von seinen Freunden zu hören, die ja gekommen sind und ihm berichten wollten, ihm wollten zur Seite stehen in dem. Und das ist sicher nicht grundsätzlich schlecht. Und ich will jetzt da ehrlich gesagt auch nicht einfach abraten von guten Ratgebern im Leben. Über das haben wir auch schon predigt, dass die wichtig sind. Aber gerade in so Situationen vom Zweifel, von einer Entwicklung im Glauben vielleicht auch, von einem Moment, wo vieles in Frage gestellt ist es auch gut, wenn wir uns fragen, ja welcher Rat ist denn sinnvoll? Und mir geht es zumindest so, dass ich genau weiss, bei wem ich Rat suche. Haben wir das auch schon gemacht? Du weißt, bei wem du welchen Rat musst abholen, ganz ehrlich. Brauchst du jetzt eher eine Bestätigung? Oder jemand, der dir hilft, weil du dich selber nicht so im Griff hast, um dich wieder ein bisschen besser im Griff zu haben? Das ist simpel. Und so ist es doch auch bei diesen Fragen. Du weißt genau, welche Leute werden Gottes Advokat sein und dir genau hart ins Leben reden und dir die Peitsche geben, die du eigentlich schon lange selber mal im Griff haben solltest, damit du die Verantwortung abgeben und jemand für dich schaut. Oder du weißt auch ganz genau, welche dir werden sagen, hey, ich habe das schon lange gesagt. Das lohnt sich nicht. Ich komme in die Freiheit, die ich schon lange erlebe. Und so kannst du deine Filterbubble suchen, wo du deine Fragen reflektierst. Und ich denke, da spricht etwas aus dem Text. Der Hiob macht weder noch, er geht zu Gott. Und er konfrontiert Gott und er sagt ihm, stell mich vor Gericht und ich will dir Rede und Antwort stehen. Also Gott, du hast zwei Optionen. Entweder stell mich vor Gericht und ich will dir Rede und Antwort stehen. Ich will, dass du mich richtest. Was machst du an mir? Oder lass mich reden und antworte du. Aber ich will nicht mit meinen Freunden reden. In dem Moment nicht mehr Gott. Ich will mit dir reden. Ich will mit dir reden.
Und aus dem heraus kommt das Zweite, was wir sehen im Hiob, wo wir lernen können. Im Hiob seine Fragerei, die ist ehrlich, enorm ehrlich. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, wo wir das sehen. Zum Beispiel im Kapitel 7. Habe ich gesündigt? Er steht an. Was habe ich dir getan, du Wächter der Menschheit? Warum machst du mich zur Zielscheibe deiner Angriffe? Boah. Bin ich dir eine Last? Oder Kapitel 10. Was gewinnst du, wenn du mich quälst? Ist deine Lebensspanne nur wie die eines Menschen bemessen? An Gott sagt er das. Er richtet die Frage an Gott. Oder im Kapitel 13. Warum wendest du dich von mir ab? Warum siehst du einen Feind in mir? Enorm ehrlich, enorm schonungslos. Er bringt seine Gefühle ziemlich ungefiltert, nicht unbedingt gewaltfrei kommuniziert, vor Gott. Und er macht das andauernd. Das sieht man in der Entfaltung von dem Buch, über viele Kapitel hinweg. Von dem können wir lernen. Ein Dozent von mir hat gesagt, so mit Gott streiten kann nur, wer verzweifelt ist. Hier ist verzweifelt. Hier ist ein Mensch, dem alle Möglichkeiten genommen, der aller Rechte beraubt wurde, der aus schierer Verzweiflung gegen einen übermächtigen Gott angeht. Hier ist nicht einer, der sich kühl distanziert mit einem denkerischen Problem auseinandersetzt, sondern hier kämpft ein Betroffener. Wir dürfen als Betroffene kämpfen. Wir dürfen in dem Moment, wo wir die Fragen haben, als Betroffene kämpfen, wenn das Leid und der Frust und die Fragen in einem überquillen. Und etwas Schönes, was darin steckt, ist, das Buch zeigt uns, dass es eine Instanz gibt, wo wir uns an sie wenden können. Nämlich Gott. Und wenn er etwas macht, dann ist er verantwortlich. Und er übernimmt Verantwortung. Und es ist viel besser, du kannst dich an etwas wenden, als das Unheil, das Leid, die Schwierigkeiten, die Dissonanz zwischen deinem Erleben und dem, was du gemeint hast, hat keinen Namen. Du kannst dich an nichts wenden. Der Hiob fragt andauernd, er wendet sich an die Instanz. Und dann kommt eine bittere Pille, die wir lernen in diesem Prozess. Und die gehört in die Thematik der Fragen. Wie Gott schwiegt. Im Buch vom Hiob schwiegt Gott enorm lang. Und das Schwierige an dem Schweigen ist ja, dass der Hiob trotzdem Konsequenzen vom Handeln von Gott erlebt. Ich meine, wenn das einfach alles gar nicht wäre, ja gut, dann ist der Gott vielleicht einfach nicht da. Aber wenn du das erlebst, das Handeln oder das Nicht-Handeln von Gott und Gott nicht antwortet, das ist enorm schwierig. Und der Hiob drückt das aus, indem er dann Gott an den Kopf ruft und sagt, kannst du mich nicht wenigstens in Ruhe lassen? Kapitel 7. Wie lange willst du mich noch so beobachten? Als würdest du irgendwo hinter einem Ecke schauen und schauen, was ich mache. Du bist abwesend, nicht erfahrbar. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Dann hätten wir das Problem mal gelöst. In Situationen vom Zweifel, von der Krise wäre es manchmal am einfachsten, man könnte sich einfach sofort aus allem rausnehmen. Die Fluchtreaktion ergreifen, dann, wenn Gott schwiegt. Das Buch Hiob ist so ehrlich, dass es uns das zeigt, wie menschlich das ist. Und auch der Hiob hat die Erregung in sich. Und vielleicht kennst du die auch. Wenn du an dem Punkt stehst, wo du Fragen hast, wo du nicht rauskommst, wo die Dissonanz da ist, erfahrbar, erlebbar. Manchmal will man sich am liebsten einfach mal rausnehmen. Sagen dann, Gott, abschalten. Ich nehme dich nicht mehr wahr. Aber wenn er trotzdem irgendwo da ist, in dem Nicht-Wirken oder eben Wirken, das macht es schwierig. Und es sagt auch etwas über Gott aus, das Schweigen. Und das ist imposant und das drückt sich dann auch nachher in seinem Reden nochmal aus. Aber beim Schweigen fangen wir an. Gott scheint frei zu sein von der Angst, dass der Hiob ohne seine Erklärungen oder ohne seine Antworten oder ohne seine Anweisungen sich sofort von ihm löst. Das ist eine Unabhängigkeit Gottes drin, die unglaublich imposant ist und auch irgendwie beeindruckend. Gott ist frei davon, den Menschen an sich zu binden, durch das, dass er jetzt handelt und jetzt sagt, ich bin schon da im Fall. Er ist frei vom Druck, sich zu erklären, damit ihm der andere treu bleibt. Und mir kommt da etwas in den Sinn, wo wir vor einem Jahr gehört haben in einer Predigt von Thomas Harry.
Das ist wie dort, wo Jesus seinen Jüngern so konfrontativ gesagt hat, wo ganz viele von diesen Nachfolgenden sich von ihm abgewendet haben. Was ist mit euch? Johannes 6, 67. Wollt ihr auch weggehen? Und es scheint nicht eine bedrohliche Frage zu sein für Jesus, für Gott. Ich nehme dich wahr als Gegenüber. Du bist frei, du darfst gehen. Es ist irgendwie auch wohltuend, die Größe und Unabhängigkeit von Gott zu sehen. Und das steckt in seinem Schweigen. Und es drückt sich nachher aber umso mehr aus in seinem Reden, weil wo denn Gott redet im Buch Hiob, tut er das imposant. Und er erhebt spannenderweise weder die Anklage, die der Hiob fordert. Der Hiob hat gesagt, klag mich an, stell mich vor Gericht. Das macht er nicht. Und er schwingt auch keine Verteidigungsrede. Weder noch. Der Hiob hätte das auch gerne gehabt. Er hat gesagt, dann zumindest stell dich meine Fragen und gib mir Antwort. Gott erklärt sich nicht. Er zeigt, indem er dem Hiob imposant die Schöpfung der Welt vor Augen führt, dass er der Schöpfer von allem ist. Und er stellt dem Hiob Fragen. Ganz viele rhetorische Fragen. Und genau das macht Gott manchmal in diesen Zeiten. Statt Antworten zu geben, stellt er weitere Fragen. Und auch das ist irgendwie schön. Gott sucht in uns keine Marionetten, sondern Menschen, die sich auf das Abenteuer einlassen. Auch im Fragen drin. Die selber wieder eine mutige Entscheidung treffen. Vielleicht auch eine Entscheidung vom Glauben. Und da kommt extrem viel Mündigkeit raus, die Gott uns zuspricht. Und die Frage, die sich in dem Sinne manchmal vielleicht auch stellt, ist, können wir mit Gottes Schweigen oder seinem Fragen auch umgehen für einen Moment? Was wir aber auch sehen, ist, wir dürfen die weiter bringen. Aber auch aushalten. Und was schön ist im Buch vom Hiob ist, es kommt noch eine weitere Stufe. Es kommt wirklich Krise zum Schluss, der Höhepunkt der Geschichte. Und das ist eine neue Gotteserfahrung, die der Hiob macht. Irgendwie eine intime Begegnung. Eine Nähe zu Gott. Und wir lesen im Kapitel 42, wie der Hiob sagt, wer bist du? Du hast gefragt, Gott, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst, mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir zu. Jetzt rede ich. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Der Hiob hat eine Gotteserfahrung. Und die ist total anders, als er erwartet hat und auch anders, als er sie sich erfragt hat oder sie bei Gott erfragt hat. Sie ist gekommen nach extrem langer Zeit vom Ringen und Fragen. Und faktisch, der Hiob hat keine Antwort bekommen. Aber er hat einen Frieden gefunden, der sich ausdrückt, einen Frieden in Gott. Er ist frei geworden von dieser Abhängigkeit von bestimmten Vorstellungen, was er jetzt braucht, um näher zu sein an Gott. Die Freiheit, die beschreibt der Ignatius, das ist der Gründer vom Jesuitenorden, auch als eine Indifferenz. Nicht im negativen Sinn, sondern in dem, dass man sagt, man kann irgendwo frei werden von allem, was man selber gern so hat und sich Gott ganz hinwenden und offen sein für das, was er hat für einen. Und das scheint dem Hiob in dem Moment zu gelingen. Durch die Begegnung, durch die Erfahrung. Und das bedeutet nicht, dass man keine Wünsche mehr hat. Das bedeutet nicht, dass man keine Anliegen mehr hat, die man von Gott bringen kann. Aber es bedeutet vielleicht weniger an ihnen zu hängen und so können mit mehr Distanz darauf zu schauen. Und das führt zu einer Gelassenheit. Und jetzt ist mir aber auch völlig bewusst, vielleicht sind wir noch nicht da. Mit dieser Reise durch das Buch Hiob wollte ich euch mitnehmen, dass es Momente gibt im Leben, wo die Fragen überwiegen, wo Zweifel am Glauben gerechtfertigt sind, real sind, auch so erfahren werden. Dass es aber auch Wege gibt, um in diesen Momenten zu stehen und ja sogar eine Aktion zu machen, nämlich all das vor Gott zu bringen. Und eben, wie gesagt, das Krise haben wir noch lange nicht alle erreicht. Vielleicht ist es bei dir gerade wieder weiter weg denn je, das Krise auf der Torte der Erfahrung. Vielleicht dauert das Schweigen noch an. Heute
möchten wir da als Gemeinschaft einander Mut zusprechen, in diesem Moment uns ehrlich mit den Fragen und Zweifeln und dem Herausfordernden an Gott zu wenden. Weil das ist ein Prinzip, das wir entdecken. Gott kann mit unseren Fragen umgehen. Gott hat kein Problem mit denen. Gott hat Raum für die. Manchmal schweigt er, manchmal haltet er aus und manchmal hat er sogar die Grösse, nicht einmal darauf Antwort zu geben. Aber er kann sie handeln und du darfst sie ihm bringen. Ich möchte zum Schluss, bevor ich euch auch einlade in eine Aktion, ein Gebet vorlesen. Ein Gebet, das ich leicht adaptiert habe. Es ist geschrieben von Pete Greig. Er ist Leiter der 24/7 Gebetsbewegung. Und ich habe es sehr passend empfunden. Du darfst gerne innerlich mitbeten. Herr, hilf mir heute zu bestehen. Versuchungen und Prüfungen gibt es zuhauf. Wenn das Leben wehtut, werde ich verwirrt, unehrlich, misstrauisch und kritisch. Ich entscheide mich, dich zu suchen. Wenn das Leben wehtut, leiden meine Beziehungen, vor allem meine Beziehung zu dir. Ich entscheide mich, dich zu suchen. Wenn das Leben wehtut, ziehe ich mich zurück oder überarbeite mich. Ich entscheide mich, dich zu suchen. Wenn das Leben wehtut, wird mein Denken negativ und ich stelle alles in Frage. Ich entscheide mich, dich zu suchen. Herr, hier unten fühlt es sich nicht sehr vollkommen an. Ich fühle mich nicht sehr vollkommen an. Sieh mich knien. Hilf mir zu stehen. Amen.